Serben und Kroaten. Jetzt ist auch diese Stadt befreit. Ein Trümmerfeld in jeder Beziehung. Dragan Svicevic zeigt das Grab seines Vaters. Der hatte keine Beine mehr, war 62 Jahre alt und Serbe. Deshalb wurde er von einem Kroaten erschossen, sagt Dragan. Die Existenz, ein kleines Café, ist zerstört. Wie alle anderen Häuser von Borovo. Dragan war einer der ersten Serben, die zurückkehrten. Werden Sie Ihren Vater rächen? Ich habe ihn schon gerächt. Wie? Ich habe sie umgebracht. Ich habe sie sofort getötet. Das ist die Pistole meines Vaters. Die war 4 Monate vergraben. Damit habe ich Kroaten getötet. Genau hier habe ich die Pistole ausgegraben. Genau hier. Ich selbst. Wie viele Kroaten haben Sie getötet? Über die Zahl will ich nicht sprechen. Glauben Sie, es waren genug? Nein, nicht genug. Nicht genug. Welche Waffen hatten Sie? Nur die Pistole? 2 Bomben, die habe ich geworfen. Und diese Pistole. Die funktioniert noch gut. Soll ich es zeigen? Die hässlichen Betonburgen von Borovo. Der Krieg hat sie nun endgültig unbewohnbar gemacht. In den Straßen liegen Trümmer, Blindgänger, Minen und Leichen. Dieser Mann musste sterben, weil er mit den Kroaten zusammengearbeitet haben soll. Vor 2 Tagen hat man den angeblichen Verräter gestellt. Er hat seine Kleidung gewechselt. Die haben sich alle umgezogen, als sie sahen, dass sie verloren hatten. Der Kindergarten ist der schrecklichste Ort in Borovo. Hier war die letzte Bastion der Kroaten. Hier haben sie ihre Geiseln erschossen, bevor alles vorbei war, behauptet Dragan. Das hier sind Serben. Was ist mit ihnen geschehen? Die wurden hier hingerichtet. Wir haben nichts davon gewusst. Wir haben gekämpft, ohne zu wissen, dass sie hier getötet wurden. Kennen Sie einen der Toten? Diesen hier kenne ich. Er hieß Dragan, so wie ich. Auf der Spielwiese vor dem Kindergarten sind Dutzende frische Erdhügel aufgeworfen. Die Toten vom Beginn der 3-monatigen Schlacht, als es noch nicht zu viele waren, sie zu begraben.